Das Problem, noch viel deutlicher gesagt, sind wir Christen. So oft, wenn man Menschen hört, sagen sie ja, Gott gieche noch, aber sein Personal. In diesen Tagen, wo wir jetzt als Abschluss von dieser Kampagne, wo wir da Bilder dazu haben, aus dem 1. Johannes, haben wir uns intensiv mit dieser Thematik in Christus auseinandergesetzt. Wir haben verschiedene Themen gewälzt, aber jedes von diesen Themen ist auf diesen Eigenschaften aufgebaut gewesen. Liebe, Hoffnung und Glaube. Das sind wirklich 3 Pfeiler, die ungemein wichtig sind für unser Leben. Und das haben wir im Johannesbrief Ihnen auch gemerkt, wie wichtig die sind. Und die sind ein paar sehr scharfen oder starken Aussagen entgegengekommen in dem 1. Johannesbrief, oder? Aber die Basis von all dem ist da, wo da oben steht, hinter mir. Das ist der Grund, wieso wir Hoffnung haben können. Der Grund, wieso ich jetzt Hoffnung habe, dass es funktioniert, weil ich gewusst habe, stimmt alles, jetzt kann es nur noch funktionieren. Aber anders wie die Elektronik ist Gott viel zuverlässiger. Er braucht kein Wi-Fi, er braucht nicht irgendwelche Hilfsmittel. Was er braucht aber, ist ein williger Geist, unser Geist, ein williger Mensch, eine breite Seele, um sich wirklich auf ihn einzulassen und ihm mehr zu vertrauen als den Sachen, die wir bis anhin gelehrt haben in der Welt. Wir sind nicht einfach Christen von Haus auf. Wir sind Christen geworden, weil wir die Überzeugung gewonnen haben, dass Jesus wirklich der einzige Antwort ist auf mein Leben, auf meine Lehre oder auf den Sinn vom Leben überhaupt. Wir haben angeschaut, wenn wir denn in Christus wirklich sind. Was macht uns aus? Ist es da, wo ich kann? Ist es da, wo ich nicht kann? Ist es meine Größe? Ist es meine Stärke? Ist es mein Geld, mein Haus, mein Auto? Was auch immer. In Christus gilt eine ganz andere Gesetzmäßigkeit als die wir auf der Welt kennen. Wir werden von so vielen Sachen in dieser Welt bestimmt und können gar nicht anders. Zum Beispiel müssen ältere Leute heute wirklich sich mit der Elektronik auseinandersetzen. Die haben gar keine andere Wahl. Die SBB klaut ihnen sogar Billetautomaten auf dem Bahnsteig, oder? Von dort her gesehen, wir sind ein Teil von dieser Welt, aber in Christus, nicht von dieser Welt. Eben in Christus. Und das erzeugt Spannungen, Diskrepanzen, Zwiespalt. Und manchmal ist es schwierig, in diesen Zwiespälten zu stehen. Wie geht man damit um? Auch das haben wir angeschaut. Wir haben eben noch Emotionen. Wir sind nicht nur immer freundlich. Und manchmal, wenn es einem übernimmt, oder, reagieren wir gerade ganz anders, wie wir eigentlich wettet, wenn wir bei klarem Verstand sind. Und dann passieren Sachen, dann sagen wir Sachen, die einem nachher leid tun. Aber jetzt, auf der Basis von dem, was steht, dass unsere Schuld vergeben ist, gibt es eben auch ein Leben in Christus. Und das ist etwas, das vergisst man manchmal, ob allen Fehlern, die wir erleben, dass sich selber oder anderen, Verletzungen, die wir einfangen und Verletzungen, die wir austeilen. Und so kommen wir auch zu dem Thema gottfällige Beziehungen. Und jetzt ist das ein Widerspruch zu dem, was wir vielleicht erwartet haben. Gerade dann ist es wichtig, wenn du gottgefällige Beziehungen leben willst. Wenn du ein Mensch sein willst, der beziehungsfähig ist mit anderen, ist es umso wichtiger, dass du bist, wer du bist und nicht irgendjemand anders. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du probierst, ein perfekter Mensch zu sein, ein perfekter Freund zu sein, ein perfekter Ehepartner zu sein. Das wird in die Hose gehen. Aber wenn du bist, wer du bist, so wie Gott dich geschaffen hat, im Bewusstsein, wer ich in Christus bin und im Leben mit Christus, dass er dich wirklich führen und leiten kann, dann bist du ein Mensch, mit dem will jede Beziehung haben. Das kann ich euch garantieren.
Das Problem ist nicht Christus. Das Problem sind wir Menschen. Das Problem, noch viel deutlicher gesagt, sind wir Christen. So oft, wenn man Menschen hört, sagen sie, ja, Gott ginge noch, aber sein Personal. Könnt ihr darüber lachen? Ich kann es. Weil, ganz ehrlich, an mir sieht man Christus nicht immer. Und meistens gerade nicht dann, wenn wir alle Mühe geben. Meistens eben dann, wenn ich komplett versagt habe und ich muss klein machen. Wenn ich Buß tun vor Gott und vor den Menschen. Eine so eine Erfahrung habe ich gemacht, die hat mein Leben tief geprägt. Autofahren ist so eine Sache, ich weiß nicht, wie ihr es habt, aber Sabine sagt immer, du, da wäre der 60. Und ich, ja, ich fahre ja 60. Ich habe 60 getroffen, einfach noch ein bisschen mehr. Aber das Autofahren ist so eine Geschichte, oder? Oder das Strassenverkehrsgesetz. Die sollte man einhalten. Und der Christ ja sowieso. Irgendwie meinen wir Christen, wir müssen ja sowieso ein Ticken besser sein als andere. Das ist irgendwo in uns drin. Wenn ihr wisst, woher wir es haben. Voneinander. Wir erziehen aneinander solche Eigenschaften, und ich jetzt finde, die sind nicht gut. Würden wir uns viel mehr darin erziehen, dass wir umgehen mit unseren Fehlern und uns klein machen und nicht verstecken hinter unseren Schwächen, das täte es besser. Aber das ist etwas, das habe ich gelernt. Ich bin gerade so etwa vor 40 Jahren, in meinen Anfangs 20er, hatte ich einen Job in der Elektronik, im Aussendienst. Und arbeiten tue ich gerne und ich wollte auch gewissenhaft arbeiten und meine Sache gut erledigen. Und gerade in dieser Welt, da hast du vielleicht 5 Probleme, die du lösen den ganzen Tag. Aber wenn das erste Problem schon 5 Stunden in Anspruch nimmt, dann bleibt nicht mehr viel übrig für die anderen Sachen, oder? Und so blöd, wie man manchmal ist, meint man, ja, wenn ich jetzt schneller fahre oder wenn ich jetzt noch mehr das und eins, dann kann ich die Zeit wettmachen. Und so in der Stadt Zürich, ich habe die Kreuzungen gut kennt und ich habe auch gewusst, wo es die Kameras hat, oder? Die Bilder, die man dann nicht so gerne hat. Ich habe gewusst, wo die sind, und ich habe gewusst, wo ich muss halten, und ich habe gewusst, wo ich kann darüber gehen. Eine Kreuzung, wo man in die Badnerstrasse kommt, von Schaffhausen her, habe ich gewusst, da kann ich durch. Und ich bin auch durch. Aber ich bin so durch, dass es eben schon rot war und das Auto, das rechts schon losgefahren ist, hat wirklich diese müssen, sonst hätte es nämlich geklopft. Die Sache aber in der Stadt ist du hast nicht nur eine Kreuzung. 200 Meter weiter vor ist schon eine andere Kreuzung gekommen und da bin ich nicht das erste Auto gewesen, und sie sind gestanden, also ich musste anhalten. Es war im Sommer, die Scheibe eine Stunde und hinten an meinem Geschäftsauto habe ich magnetisch so einen Fisch drauf da. Jetzt haben wir, was kommt, oder? Dem ich den Verkehr oder den Vortritt so dermaßen abrupt abgeschnitten habe, und zwar ganz bewusst, kommt so neben mich auf der rechten Seite, lächelt mich an durchs Fenster. Ja, ich glaube, es war ein Lächeln. Dann sagt er, ja, die Frommen wieder. He? Wie hättest du jetzt geantwortet? Lang habe ich mich verteidigt. Ja, ihr müsst doch verstehen und weiss der Gucker war und Zeug und Sachen, oder? Aber das ist so ein Gugus. Aber Gott, ich glaube, da bin ich wirklich geisterfüllt gewesen. Gott hat mir so eine Freiheit gegeben im Herzen über den Fehler, den ich gemacht habe. Natürlich habe ich mich schuldig gefühlt, aber gleich eine Freiheit gegeben, dass ich mir gesagt habe, ja, was ich gemacht habe, ist absoluter Kabis, das tut mir leid. Da gibt es keine Rechtfertigung dafür. Aber ihr habt ja den Fisch angesprochen, oder? Ihr habt gesehen, ich bin nicht besser wie ihr. Aber eins müsst ihr wissen, gerade wegen ihm ist das für mich nicht zu Ende. Es geht weiter. Und er, wie meint ihr jetzt da? Es ist grün geworden, wir fahren los. Und er, habt ihr Zeit für das Kaffee? Und ich, ja. Aber ich habe mir dann die Zeit genommen. Und eine halbe Stunde lang habe ich ihm, nicht mal das Kaffee müssen zahlen, habe ich ihm können über den Glauben erzählen, weil ich so gut bin, oder? Weil ich alles richtig gemacht habe. Und das ist das, was ich meine. Gottgeselige Beziehung hat nicht damit zu tun, dass wir perfekt sind.
Es hat auch damit zu tun, mit der Frage, wem diene ich? Und darum geht es. Ich darf sein, wer ich bin. Ich soll sogar sein, wer ich bin. Denn wer bin ich in Christus? Ich bin ein Sohn, eine Tochter von Gott. Und als solches widerspiegle ich Christus sein Verhalten. Und ich glaube, in dem Moment habe ich das wirklich gemacht. Ohne, dass ich irgendwie von oben herabgekommen wäre, ohne, dass ich mich rausgeschnorrt habe, ohne, dass ich mich verleugnet habe. Ohne Scham über den Fehler, den ich gemacht habe, in dem Sinn, dass ich muss sagen, ja, ich habe versagt als Christ. Ich habe einen Fehler gemacht als Christ, einen grusigen Fehler. Ich bin ihm sogar dankbar gewesen, dass er bremst hat. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann müssen wir das auch anfangen glauben, was da steht. Wenn einem die Schuld vergeben ist, dann hat man einen reinen Tisch, tabula rasa. Und aufgrund von dem haben wir Hoffnung. Ist die Liebe von Gott aktiv im Leben? Und haben wir einen Glauben, der uns weitergehen lässt und nicht dezent macht? Wir lieben nicht, weil wir so liebewürdig sind und wir die Liebe im Herzen hätten für alle Menschen. Nein, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, gemäß Johannes 1, Vers 19. Wir geben grosszügig, und ich hoffe, wir haben das heute machen können, auch mit dieser Sammlung, weil er uns grosszügig beschenkt hat. Ich glaube, wir realisieren nicht wirklich, was für das Geschenk, das Gott uns gemacht hat, mit dem, dass er uns von aller Schuld befreit hat. Es ist natürlich so, es gibt Leute, die sind ja fast fromm aufgewachsen, oder? Für die ist es manchmal schwierig zu sehen, was Schuld überhaupt ist. Das ist etwas, was ich meinen Kindern schon öfter mal gesagt habe. Eigentlich finde ich das ein Kabis, dass ihr in einem frommen Zuhause aufwachst. Wenn erkennen solche Kinder denn wirklich ihre eigene Schuld? Ja, sie streiten ab und zu und weiss der Gucker was. Aber ich, wo nicht in einem frommen Zuhause aufgewachsen bin, wo wirklich einiges schon als Kind hat dürfen erleben, ich habe gewusst, was der Unterschied ist zwischen einem gottlosen und einem gottfürchtigen Menschen. Wir haben lange dafür gebetet, also heisst, wir beten eigentlich immer noch dafür, dass unsere Kinder auch zu einer Gottesfurcht kommen, wo ihr Leben wirklich prägt, dass es nicht nur eine fromme Tradition ist, die sie prägt. Wir geben grosszügig, weil Gott uns grosszügig beschenkt hat. Und wir sind barmherzig, weil er mit uns barmherzig war. Ihr wisst ja, Gnade ist das überkommen, was wir nicht verdienen. Das ist Gnade. Barmherzigkeit ist das am anderen geben, was er nicht verdient. Gott ist mit uns nicht nur gnädig, dass wir nicht überkommen, was wir verdienen. Nein, er gibt uns auch nicht, was wir verdienen. Aber was gibt uns Gott? Er gibt uns Liebe ohne Ende. Für ihn ist das eine Realität und wir oft daran zweifeln, ist mir der wirklich vergeben, weil ich mache morgen wieder einen Fehler. Oder haben Angst davor. Gott ist gut, durch den Boden gut und seine Liebe treibt dich durch den Boden, selbst dann, wenn wir nicht mehr glauben, glaubt er. Ist doch Wahnsinn. So einen Gott haben wir. Und darum vergeben wir auch, weil er uns vergeben hat. Das ist der Grund, wieso wir gerne vergeben wollen. Und wenn wir parat sind und den Leuten vergeben, dann haben wir auch Beziehungen, die gut sind und Gott gefallen. Sabine und ich sind jetzt etwa die Hälfte so lange geheiratet, wie ihre Mama, die sie gerade beerdigt hat, diese Woche. Mein Schwiegervater war 65 Jahre lang geheiratet. 65 Jahre! Wir haben es gerade mal 32 Jahre geschafft, jetzt im Mai. Das ist schon lang für die heutige Zeit. Ich kann es selber fast nicht glauben, ich hätte nie gedacht. Aufgrund von meinem Heranwachsen oder wie ich aufgewachsen bin, ich habe immer Angst vor Ehe. Ich habe nie gedacht, dass ich ein treuer Ehemann sein kann. Nie im Leben. Und jetzt sind wir 32 Jahre zusammen.
Aber es war nicht immer harmonisch. Wenn man im Streit ist miteinander, dann wirft man uns so Sachen vor gegenseitig. Du bist selbstsüchtig, du hilfst mir nie, du bist blöd. So Sachen, und es gibt noch 1000 andere Sachen. Reflektier nur, wenn ihr selber den letzten Streit habt, was dem anderen alles gesagt hast. In den meisten Fällen, wenn wir im Streit drin sind, dann attackiert man am anderen seinen Charakter. Selbst in der Erziehung fällt mir in den Fehler, dass man dem Kind sagt, du bist schlecht. Anstatt dass man sagt, was du jetzt gemacht hast, ist nicht gut. Das ist eine grosse Falle, eine grosse Tücke. Aber was passiert, wenn man einem anderen den Charakter abmacht? Das ist unglaublich auferbauend, oder? Nein, das tut weh. Selbst der Mann tut da weh. Die Frau muss noch so richtig sagen, und dann sind wir auch getöpft. Wir wissen doch ganz genau, was wir sagen müssen, wenn wir den anderen verletzen oder nicht. Kommt das von Gott? Kommt das von dir? Das ist eine schwierige Frage, oder? Ich bin davon überzeugt, das kommt vom Teufel. Der Teufel will nicht, dass wir im Frieden leben miteinander. Der Teufel hat etwas gegen Ehen. Der Teufel hat etwas gegen Mann und Frau. Und heute unsere Gesellschaft unterstreicht das sogar noch. Das Problem ist nicht, dass der Mensch als solches seine eigenen Gedanken sind, sondern es sind dem Teufel seine Gedanken. Er ist der Widersacher von Gott. Und er probiert mit allem, was er nur kann und ihm zur Verfügung steht, sei es durch Anklage, durch Versuchung, uns klarzumachen, der christliche Glaube funktioniert ja sowieso nicht, also vergiss es. Und wenn du dem anfängst zu glauben, gehst du dem Teufel auf ihm. Und so kommen solche Gedanken dann auch in unseren Kopf, in unser Maul und letztlich auch in unser Handeln. Gottgefällige Beziehungen, die sehen ein bisschen anders aus. Und darum ermahnt uns Gott auch, wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Denn dein Gegenüber, egal ob das eine Frau oder ein Mann ist, ob das ein Freund oder eine Freundin ist, dein Ehepartner, es ist ein Diener von Gott. Er ist dem Herr verantwortlich. Deshalb überlasst du ihn Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Es steht uns auch in der Ehe nicht zu, den anderen zu verurteilen, wenn wir den schon besser kennen als alle anderen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, so dass er das Richtige tun wird. Jetzt haben wir wieder etwas von dem Kern von in Christus, oder? Wenn wir in Christus leben wollen, dann, das ist jetzt eine Kondition, auch als Christ will man das nicht immer. Also, vielleicht ist ja da nicht bewusst, aber es gibt schon Momente, wo ich ganz bewusst Nein sage zu dem, was mir der Heilige Geist eigentlich sagen will. Das heisst zum Beispiel, wir sollen die Sonne nicht untergehen lassen, wenn man ins Bett geht, oder? Über dem Zorn, gegenüber dem anderen. Aber manchmal bin ich so verrückt. Oder so bitter, dass ich das einfach nicht kann. Das Verrückte dabei ist, ich schlafe dann meistens gut, aber Sabine nicht. Nicht um das rechtfertigen, überhaupt nicht. Aber nur zum zeigen, ich bin kein Oberfrommer. Aber dennoch halte ich an dem fest in Christus. Das ist meine Hoffnung. Ich brauche ihn. Ich habe gar keine andere Wahl. Und darum bin ich auch willig, auf das zu hören. Es klappt nicht immer, aber ich will es. Und weil ich es will, bin ich auch bereit, mich zu korrigieren lassen. Vor allem von Gott, nicht immer von der Sabine. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Oh oh. Eben, da sind wir wieder bei dem Werk, oder? Der Mensch kann vieles aus sich heraus machen. Wenn man es richtig anmalt, könnte man sogar meinen, es sei fromm. Und manchmal machen wir das ganz bewusst so, weil wir ja Christen sind und nicht wissen, wie wir umgehen mit dem Problem. Dann machen wir es halt fromm. Sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Mir gefällt das Wort bescheiden.
Seid bescheiden. Und ich weiß, der Adelbodner passt das auch. Der Adelbodner ist ein bescheidener Mensch. Bescheiden heißt aber auch, klein sein vor Gott. Sich nicht grösser achten als Gott und sich Gott auch unterordnen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und dort drinnen liegt noch eine Kraft und Frucht vom Leben. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern seid interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, wenn es darum geht, um gottgefällige Beziehungen. Wir können nicht meinen, wir können den Leuten über Christus erzählen, wenn wir keine Beziehung zu ihnen haben. Und darum ist das plakative Evangelisieren in der heutigen Zeit mäßig erfolgreich. Aber was Gott will, ist Beziehung. Und zwar von ihm zu mir und von mir zu den anderen. Denn wenn du dich am anderen interessierst und du dich interessierst, was er macht, wieso er macht, was er macht, einfach weil du ein Interesse hast am Mensch, dann mag es unglaublich viel Missverständnis leiden, bis du zum Schluss kommst, der andere ist blöd. Wenn jemand mich kennt und meine Schwächen und er erkennen kann, dass ich kein Problem habe damit, dass er mich kritisiert, dann kann ich manchen Blödsinn rauslassen. Es hat Platz. Das ist da, was da gemeint ist. Interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Und ganz ehrlich, eine ganz gute, eine multimediale Art und Weise, zu sehen, wie Christus mit uns umgegangen ist, dann empfehle ich euch den Film The Chosen. Vielleicht habt ihr den schon gehört oder schon mal gesehen. Ich glaube, jetzt läuft der sogar im Kino da zu Frutigen, oder? Wir sind Sadelboden, Entschuldigung. Wie kann ich auch? Und dann als Ausländer. Aber was der Film wirklich gut macht, ist die menschliche Seite von Jesus zeigen, ohne seine Göttlichkeit in Frage zu stellen. Es ist schwierig. Aber Gott sagt, dass Christus voll und ganz Mensch war und in allem versucht worden ist, wie wir auch. Der einzige Unterschied ist eben der, er ist von dem nicht behaftet von der Sünde. Wir sind von der Sünde behaftet, darum werden wir auch immer wieder sündigen. Das geht nicht anders. Wenn du einen siehst, der das anders kann, den muss man zeigen. Die Person möchte ich kennenlernen. Aber nur Christus hat das können. Weil nun er der Mensch war, wie Gott ihn sich vorgestellt hat. Vom ganzheitlichen her. In Christus sind uns die Sünden vergeben und in Christus können wir auf dieser Basis auch leben, so dass wir gottgefällige Beziehungen leben und hoffentlich irgendwann auch einsehen, dass wir loslösen von unserem eigenen Sinn und unserem eigenen Wollen und Tun. Es führt zu nichts. Am Schluss bist du wie zwei Esel einander gegenseitig anschauen und nicht mehr weiter wissen. Aber wir haben mehr als nur uns selber. Wir haben Christus. Er ist unsere Kraft und er ist unsere Hoffnung. Jeder von uns hat Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse, die sind auch gerechtfertigt. Unsere erste Aufgabe in einer Beziehung ist vor allem auch das Bedürfnis vom anderen nicht nur zu kennen, aber sie auch zu decken. Ein Grundbedürfnis, das wir alle Menschen haben, ist das Bedürfnis nach Annahme. Und ganz ehrlich, da haben wir Schweizer ein bisschen Mühe. Bei uns, in unserer Kultur, und das sage ich jetzt, weil ich schon in anderen Ländern war, manchmal auch schon länger, da musst du dir die Liebe wie erkaufen. Man ist so vorsichtig und lässt dich ja nicht an sich hin, weil man nicht weiss, ja, wessen bist denn du? Das habe ich als Elektriker mehrmals erlebt, als ich hier im Einsatz war, hier oben, oder? Bevor ich einen Kochherd reparieren konnte, ist es zuerst umgegangen, ja, bist du eigentlich? Ich muss dich zuerst kennen, bevor ich dich auch Kochherd lohne. Da kann man darüber lachen. Aber ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar, dass ich Bibelschule in den USA machen durfte. Ich hatte zwar mit den Amerikanern, als ich zuerst war, unglaublich Mühe gehabt, das Scheiben, ewige Hagen und Zeug und Sachen.
Das war mir das Problem. Ich habe richtig verstieft. Aber etwas habe ich gelernt. Die Kultur, so wie ich sie erlebt habe in Amerika, die ist zuerst einmal einfach angenommen. Du wirst einfach mal angenommen. Du wirst nicht zuerst geprüft, bist du gut oder bist du nicht gut. Du wirst einfach mal akzeptiert. Und ganz ehrlich, das ist eines der Grundbedürfnisse, die wir haben. Annahme. Wenn du angenommen bist, öffnest du dich. Wenn du angenommen bist, neigst du dich dem anderen zu. Das ist der erste Grundstein für gottgefällige Beziehungen. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Und wir sind ja, glaube ich, über dem Zeug inne, dass wir da Brüder dürfen sagen und meinen und wissen, dass die Schwestern ja genauso im Behalten sind, oder? Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das hinabrann in seinem Bart, an seinen Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Altes Testament, oder? Ich stelle mir das auch nicht als etwas Lässiges vor, aber es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Wenn wir das nur würden begreifen, wenn wir es nur würden umsetzen, wir tun uns oft mehr an der Recht orientieren als an der Verantwortung, die wir aneinander haben. Ja, wir haben eine Verantwortung. Haben die Männer das Recht auf sich unterordnende Frauen oder eine Pflicht, sie zu lieben? Ich glaube, es ist klar, das Höckli muss gesetzt werden, oder? Haben Eltern das Recht auf gehorsame Kinder? Oder eine Pflicht, sie der Gnade vom Herrn zu unterweisen? Aber das Unterweisen im Gnade vom Herrn hat nicht damit zu tun, dass wir das so machen. Sondern das Unterweisen im Herrn, im Glauben, hat damit zu tun, dass man sie die Liebe lehrt, bevor alles andere. Wir werden noch sehen, hoffentlich, weil jetzt habe ich gerade die Meldung über, dass das Zeug wieder nicht funktioniert. Ist der wieder in den Ruhezustand gegangen dort? Aber ich habe wieder keinen Saft, keine Bedienung. Kannst du nochmal die Escape-Taste drücken? Entschuldigung. Da probiert auch gerade jemand, den Frieden zu rauben. Genau. Aber man ist wieder hergestellt. Betonen wir unsere Rechte über unsere Verantwortung, sehen wir Samen des Verderbens. Aber wie gehe ich mit dem Unrecht um von den anderen? Ich rede jetzt nicht von meinem eigenen, sondern dem Unrecht von den anderen. Es ist nicht unsere Verantwortung, das Gewissen von der anderen Person zu spielen. Und das ist schwierig, weil manchmal fühlen wir uns dazu berufen, je nachdem, wie nahe einem die Person ist, der andere wirklich darauf hinzuweisen, auf seinen Fehler. Aber die Bibel sagt uns, pass auf damit, erkennt zuerst den eigenen Balken in den Augen, bevor der andere korrigierst. Der Heilige Geist überführt von Sünde, nicht wir. Und das ist vielleicht ein Punkt, der auch schwierig ist. Wenn wir sehen, dass der andere alles für Fehler macht, oder? Wenn es der Heilige Geist ist, was ist denn meine Aufgabe? Nicht der Heilige Geist spielen, sondern sie Freund sein in dieser schwierigen Situation, wenn man einander kennt. Und manchmal ist das auch ein bisschen mit den Kindern so. Oder den Leuten, die uns anvertraut sind. Wenn es der Heilige Geist braucht, dann braucht der andere Zugang zum Heiligen Geist. Und wenn ich der Rechthaber bin, dann bin ich ein Verunmöglicher für den anderen, in Beziehung zu Gott zu kommen. Wenn ich ihm aber ein Freund bin, wenn ich ihn ermutige, Gottes Nähe zu suchen, wenn ich mich vor einem anderen nicht selber gross mache, dann kann ich vielleicht ein Wegweiser sein zu dem Heiligen Geist, der ihn überführen will. Spielen wir die Rolle des Heiligen Geistes im Leben einer anderen Person, wird sie ihre Probleme mit Gott auf uns richten.
Einer der Gründe, wieso wir im Streit sind mit anderen Leuten, ist der, dass wir den anderen probieren zu korrigieren. Ich weiß, das ist ein schwieriges Gebiet. Es passiert unglaublich viel Unrecht auf dieser Welt. Das Einzige, was mich tröstet, ist, ja, wir sind auf dieser Welt. Und in dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Auf dieser Welt kannst du dir das Recht erkaufen. Und sehr oft werden die eigentlich im Recht sind, kommen das Recht nicht über. Auf dieser Welt. Aber das ist bei Gott nicht so. Bei Gott geht das nicht. Wem dient man? Wenn du verrückt wirst über das, was in dieser Welt ist, verstehe ich das sehr gut. Ich werde es auch. Aber lass uns daran erinnern, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Gott hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben und nicht den vom Richten. Das ist unsere Aufgabe. Das heisst denn das, dass wir Unrecht akzeptieren müssen? Überhaupt nicht. Wenn du selber davon betroffen bist, dann hast du jegliches Recht, dich abzugrenzen gegen Unrecht, das gegen dich ausgeübt wird. Und das ist auch wieder etwas, was wir Christen auch lernen müssen. Wir sind manchmal so verdreht, oder? Wir wollen die anderen kritisieren, aber wenn es darum geht, dich selber abzugrenzen, dann haben wir den Mut nicht dazu. Weil wir dann meinen, das sei nicht Christusgemäß. Es ist so ein Blödsinn. Aber du darfst einer schwierigen Person sagen, stopp und nicht weiter. Du darfst einer Schwiegermutter sagen, so weit, aber weiter nicht. Das darfst du. Das ist absolute Ordnung. Eben, es geht um Ermahnen und nicht verurteilen. Ein Urteil bezieht sich immer auf den Charakter der anderen Person. Ein Zurechtweisen oder eine Strafe sollte sich aber immer am Verhalten der anderen Person ausrichten. Noch einmal, es geht nicht darum, den anderen fertig zu machen. Es geht darum, den anderen durch die Liebe dorthin zu bringen, dass er erkennt, dass sein Verhalten falsch ist. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Du musst sein, wer du bist, und wenn du überzeugt bist, das ist falsch, dann tu ihm sagen, wieso du so denkst. Und ihnen einfach sagen, es ist falsch, sondern gib ihm klare biblische Begründungen. Wir haben in der Bibel auch so einen Streitfall, in Matthäus Kapitel 18, Vers 15, wo es darum geht, wie man einen Streitfall löst. Wenn du selber mit einem Mann nicht klarkommst, dann gang und hol 2, 3 Brüder, Zeugen. Wenn er sich immer noch nicht korrigieren lässt, soll ich in die Gemeinde gehen, sagt es da in Matthäus Kapitel 15. Und dann soll die Gemeinde, wenn er sich immer noch nicht korrigieren lässt, den Mann ausschliessen aus der Gemeinde. Wow, das soll christlich sein. Ja, das ist christlich. Das Ziel dabei ist nicht, ihn zu verdammen. Das Ziel ist, dass er durch die Massnahmen, die er erfährt, zum Glauben kommt, damit er wieder in die Gemeinde kommen kann. Das wird oft leider falsch verstanden. Also Strafe von einem Mann ist nicht das Gleiche. Bestrafung schaut immer zurück aufs Vergangene. Ermahnen schaut aber vorwärts in die Zukunft. Es ist ein Zeichen von der Liebe. Ganz ehrlich, wenn du deine Kinder nicht ermahnst und sie nicht erziehst in den richtigen Weg, liebst du sie nicht. Dann ist es dir egal, was aus ihnen mal wird. Aber ein Mahnen ist wirklich wichtig, aber es muss in der Liebe geschehen und das Ziel soll die Liebe sein. Es ist dazu bestimmt, Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. Weil das brauchen wir. Und das ist ja da, was wir alle suchen. Aber wer ist der Maßstab? Bin ich der Maßstab oder ist es Gott? Soll ich mich verteidigen, wenn mein Charakter attackiert wird? Was meint ihr? Ja, wir tun es. Auf alle Fälle, oder? Also, da musst du schon ziemlich selbstlos sein, wenn du dich nicht verteidigst. Aber das sind 2 Prinzipien. Wenn du im Unrecht bist, hast du keine Verteidigung. Wie ich dort mit dem Auto. Oder so oft. Und das Einzige, was du dann machen kannst, ist, jawohl, ich habe ein Zeichen gemacht, ich bin schuldig. Es gibt nichts anderes. Und das ist nicht nur wohltuend für den anderen, wie auch für dich. Es ehrt auch Gott, wenn du einen Fehler zugestehst. Buße ist nichts anderes als da.
Den Fehler zugestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Und wenn man das macht, ist Gott treu und gerecht. Treu und gerecht, die beiden Eigenschaften. Und vergibt uns unsere Sünden gern. Und wenn Gott das schon macht, ich kann dir ehrlich sagen, wenn du das mit den Mitmenschen machst, sind sie auch parat, dir zu vergeben. Hingegen, wenn du im Recht bist, brauchst du keine Verteidigung. Ich weiß noch, ich habe ja 16 Jahre lang mit dem Dienstfreier in Christus gearbeitet. Und es hat ein paar Leute gegeben, die haben sich ab dem Neil Anderson, der Autor von diesen vielen Büchern, unglaublich aufgeregt. Und haben ihm noch Sachen vorgeworfen, die hat er so gar nie gesagt. Aber sie haben irgendeine Passage aus einem Buch rausgenommen, einfach eine Passage, und haben gesagt, seht ihr, so hat er das gemeint. Und das war gar nicht so gewesen, wie er es gemeint hat. Hätte man das Ganze gelesen, wäre es offensichtlich gewesen. Und ich habe am Anfang gefunden, da müssen wir doch recht stellen. Aber der Anderson hat mir selber gesagt, stopp, das machen wir nicht. Wieso willst du dich hier verteidigen? Das bringt dich nichts. Lass Gott unsere Verteidigung sein. Wenn wir im Recht sind, müssen wir uns nicht verteidigen, dann ist Gott auf unserer Seite. Das überlassen wir ihm. Wow. Da habe ich etwas lernen. Wenn es um Autorität und Rechenschaft geht, überleg dir mal, von welcher Seite ist Gott dir erschienen? Ist er als der Autoritär gekommen? Oder ist er von der Seite von der Annahme gekommen? Wir wissen es eigentlich alle, oder? Annahme zuerst. Und dann kommt Bestätigung. Dass man merkt, man wird geschätzt, man wird akzeptiert. Dann erst kommt die Rechenschaft und am Schluss die Autorität. Leider machen wir es oft falsch, ich auch, dass man gerade auch mit den Kindern zuerst über die Autorität kommt und von ihnen Rechenschaft verlangt. Und am Schluss dann noch, wenn sie das Richtige machen, haben wir sie gern. Also ich habe das so mit meinem ältesten Sohn gemacht. Zu lange. Man kann es kehren übrigens, das ist möglich. Das war ein Prozess von 2 Jahren. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, fragt den Ruben. Oder mich. Wir geben gerne Auskunft darüber. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Wir sind gar nicht so fromm, wie wir etwa meinen. Das Einzige, was wir wirklich sein können, ist wahre Nachfolger von Gott. Römer 5, 8. Also, wie ist das mit diesen Bedürfnissen? Darf ich sie überhaupt sagen, einem anderen gegenüber? Absolut. Tu deine Bedürfnisse äußern, damit der andere weiß, wie er mit dir umgehen soll. Gerade in der Ehe ist das unglaublich wichtig. Es ist wichtig, dass wir unser Bedürfnis aussprechen. Aber Achtung, tu es auf jeden Fall so äußern in einer Ich-Botschaft, nicht in einer Du-Botschaft. Du solltest, du solltest, du solltest. Das macht der andere noch verrückt. Mann wie Frau. Aber wenn du dem anderen sagst, ich hätte es unglaublich gern, wenn du mir jede Woche eine Blume schenkst. Ja, dann weiss ich, was ich suche, oder? Ob ich es dann mache, ist eine andere Frage. Wie lange? Das fordert Sabine überhaupt nicht. Aber ihr versteht den Unterschied, oder? Wenn der andere sagt, ich habe das gern, ich brauche das, dann bist du nicht im Stress, weil du musst, sondern dann weißt du, das hätte sie gern, also ist es jetzt an mir, will ich das erfüllen oder nicht erfüllen. Aber auch hier wieder, die Ehrlichkeit ist ganz wichtig, dass man ehrlich ist mit diesen Bedürfnissen und sie auch so kann aussprechen. Zum Schluss noch 2 biblische Lebensweisheiten. Ich meine, da gibt es noch so viel mehr dazu zu sagen, aber Zeit ist Zeit. He? Es ist segensreicher zu geben als zu nehmen. Das kennen wir alle schon, oder? Aus der Apostelgeschichte raus. Aber der Lukas stellt, das ist ein Hammer. Wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt. Was man kennt, wird zusammengepresst und gerüttelt. In einem vollen, ja überreichen Maß zu euch zurückfließen. Mit anderen Worten, wenn du Bedürfnisse vom anderen kennst und sie aus Liebe
aus Freude am anderen erfüllen, kommt sie zurück über. Und das ist etwas, was in der Ehe unglaublich gut funktioniert. Das kannst du fast schon eine Rechnung aufstellen, weil es funktioniert saugut. Also vor allem von ihrer Seite. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Also wenn es darum geht, um gottesfällige Beziehungen, geht es darum, dass wir ehrlich sind zu unseren eigenen Bedürfnissen. Dass wir den anderen nicht kritisieren, sondern dass wir den anderen ermahnen. Und wie gesagt, der Mahnen hat immer mit der Tat zu tun, nicht mit der Person. Wenn wir das unterscheiden können, haben wir, glaube ich, schon sehr viel gecheckt, um mit Beziehungen mit anderen Menschen so zu leben, dass wir uns nicht verstellen müssen, sondern dass wir bleiben, wer wir sind. Ohne, dass wir den anderen verletzen. Vor den Kopf stoßen, das ist möglich, ja. Und den Mann habe ich sicher vor den Kopf gestoßen mit meiner Aussage. Aber verletzt habe ich ihn nicht. Im Gegenteil, wenn der andere parat ist für das Reich Gottes, öffnet sich genau dann eben Türen. Wenn wir wissen, wer wir in Christus sind und uns auch da noch verhalten. Das wäre es gewesen. Ich muss noch etwas einblenden, um mein Versprechen noch zu lösen. Und zwar habe ich all denen gesagt, wo die Präsentation wettet. Der QR-Code, ich lasse jetzt einfach dran, wenn es gut ist, und sonst kann man den später nochmal einblenden. Wenn ihr den abfüttert, dann kommt ihr einen Link über, wo ihr die PDFs herunterladen könnt. Zum anderen danke ich euch ganz herzlich für das interessante Zuhören. Und ich hätte noch das Bedürfnis, zu beten, wenn ich das darf. Genau. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns vor denen nicht verstecken müssen. Ich danke dir, dass du aus dieser Art und Weise liebst, Herr. Uns das auch zeigst und uns auch beweisest, wenn wir mit dir unterwegs sind, dass wir nicht anders kann, als einfach sagen, Herr, es ist unglaublich, aber wunderschön. Danke, dass du uns angenommen hast, wie wir sind, dass du uns unsere Schuld vergeben hast und nicht nur einig oder einig und für immer. So großartig bist du. Gib uns Gnade, das wirklich zu verstehen in unserem Herzen, dass unser Verstand das kann verarbeiten kann und dass unser Wille damit auch gestärkt wird, genau das zu wollen, was du willst. Denn da, wo du willst, Herr, ist da, wo uns gut tut, bis tiefst runter, Herr, bis in die Zehen runter. Und wenn wir das erleben dürfen, Herr, dann gehört unser Leben wirklich voll und ganz dir. Ja, wir sind nicht perfekt, aber zum Glück verlangst du nicht Perfektion. Was du willst, ist uns. Und wir geben es dir gern hin. Amen.